Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zum ersten Podcast von dem neuen Jahr. Ich wünsche euch allen an dieser Stelle ganz ein gutes neues 2025 und hoffe, ihr seid gut gerutscht. Wir haben ja schon wieder Mitte Januar, die Zeit vergeht eigentlich wirklich sehr schnell. Und der Januar, der Februar, die Monate sind ja bekannt, dass man eigentlich gerade in der Schweiz mega gut Skifahren kann, oder? Wenn es genug Schnee hat, was ja auch nicht immer der Fall ist. Aber wir haben zum Glück ja ganz viele schöne Skigebiete und, was ihr wahrscheinlich auch schon beobachtet habt, auch ganz viele kleine Skilifte. Also in einzelnen Dörfern gibt es zum Teil noch eigenständige Skilifte, wo irgendeinem Hang aufgebaut sind, wo man, falls es genug Schnee gibt, auch Skifahren kann. Und da hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, wann hat es eigentlich angefangen mit den Skiliften und wann sind eigentlich so die ersten Skilifte gebaut worden? Und über das unterhalten wir uns heute in diesem Podcast. Ich hoffe, es ist interessant für euch, wenn ihr auch vielleicht nicht unbedingt Ski fahrt, und wünsche euch viel Spaß. Die spannende Geschichte der Skilift. Wer hat es erfunden? Das Skifahren kommt ursprünglich aus Norwegen. Ebenso wie die dazugehörige Sprache. Denn das Wort Ski kommt aus dem Norwegischen und bedeutet Holzscheit oder gespaltenes Holz. Erst Ende des 19. Jahrhunderts haben die ersten Ski auch die Schweiz erreicht. Stellt euch vor, ihr seid im Jahr 1907. Es ist Winter und ihr steht mit langen, schweren Holzski am Fuß von einem schneebedeckten Hang. Ihr wisst, dass ihr rauf müsst, um runterzufahren. Doch der Weg rauf ist mühsam. Ihr müsst stapfen, rutschen, vielleicht könnt ihr auch stegeln, aber sicher müsst ihr keuchen und schnaufen. Ein Standaufstieg für ein paar Minuten Abfahrt. Da war der Alltag von den Skifahrern von über 100 Jahren. Doch dann hat sich etwas geändert, wo die Wintersportwelt für immer revolutioniert hat. Im Vorarlberg, in Österreich, oberhalb von Dornbirn, hat es 1907 eine geniale Idee gegeben. Warum nicht eine Maschine bauen, die den Aufstieg erleichtert? Am Bödele ist dann eine Art Schlittenlift errichtet worden. Das heisst, die Skifahrer konnten auf einen Schlitten sitzen und der ist dann mit Hilfe von einer Seilwinde und einem Motor den Hang aufgezogen worden. Übrigens hat schon ein Jahr vorne in Zürs am Arlberg der erste Gästenskikurs der Welt stattgefunden. 1908, nur ein Jahr nach dem Bödele-Lift, hat sich auch in Deutschland etwas Grosses getan. Im Hochschwarzwald, in einem kleinen Ort namens Schollach, hat der Gastwirt Robert Winterhalter eine Anlage gebaut, die speziell fürs Skifahren entwickelt worden ist. Er hat nach einer Möglichkeit gesucht, den Kurgästen aus der Stadt, die wegen der guten Luft auf Schollach gekommen sind, die Mühe vom langen Aufstieg zu ersparen. Außerdem, sagt man, hätte der Erfinder auch den Transport vom Getreide in seine Mühle und zurück ins Haus erleichtern. Darum hat die Mechanik der Mühle erweitern lassen, einerseits für den Getreidetransport und andererseits für einen Skilift, der mit dem Prinzip der Wasserkraft funktioniert hat. Diese Aufstiegshilfe hat mit einem Zugseil funktioniert, an dem sich die Skifahrer mit speziell geformten Zangen festheben konnten. Der Lift war 280 Meter lang und hat 32 Höhenmeter überwunden. Es war eine Pionierleistung und hat gezeigt, der Traum vom mühelosen Aufstieg ist Wirklichkeit geworden. Die Gäste sind in Scharen gekommen, trotzdem ist der Erfolg nur von kurzer Dauer gewesen. Der Erfinder sei seiner Zeit vorausgesehen und wo der Erste Weltkrieg angefangen hat, ist der Lift abgebrochen worden. Die entscheidende Revolution ist dann 1934 in Davos in der Schweiz gekommen. Dort hat der Ingenieur Ernst Konstam den ersten modernen Schlepplift entwickelt. Der sogenannte Bolgenlift hat Bügel verwendet, wo die Skifahrer unter den Arm genommen haben und so sanft den Hügel aufgezogen worden sind. Schon im ersten Jahr war der Lift ein voller Erfolg. 70'000 Menschen haben ihn genutzt.
Bald sind die J-förmigen Bügel durch T-förmige Bügel ersetzt worden, wo 2 Personen gleichzeitig können transportieren. Der Bolgenlift ist nicht nur eine technische Innovation gewesen, sondern auch ein grosser Gewinn für den Tourismus zu Davos. Der Wintersport hat es den Hoteliers ermöglicht, ihre Hotels auch im Winter offen zu haben, und von den Tourismusorganisationen sind wunderschöne Plakate gedruckt worden, um den Leuten das Skifahren schmackhaft zu machen. Aber diese Entwicklung hat sich nicht nur auf die Schweiz beschränkt, sondern hat sich auf den ganzen Alpenraum ausgeweitet. Der Ingenieur Konstam hat bis 1938 insgesamt 20 Anlagen in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich realisiert, unter anderem in St. Moritz, in Arosa, in Mürren, in Megève und in Garmisch. Obwohl sich die Skifahrer rasch als neuartige Transportsystem gewöhnt hatten, hat es am Anfang doch einige Startschwierigkeiten zu bewältigen gegeben. In Österreich hat man ebenfalls fleissig an neuen Ideen getüftelt. 1937 ist in Zürs am Marlberg ein Schlepplift gebaut worden, der Einzelbügel hatte. Die hat man dann, wie bei einem Tellerlift, zwischen die Beine klemmen und so rauffahren. Der Lift hat stark dazu beigetragen, den Skisport in Österreich zu fördern. Bis in die 1980er Jahre sind sehr viele solche klassische Schlepplifte gebaut worden. Auch kleine Gemeinden haben so oft ein kleines Skigebiet errichten, wo meistens nur aus einer Piste bestanden hat. Seit den 1990er Jahren werden die Schlepplifte aber immer mehr durch Sesselbahnen verdrängt und ersetzt, wo mehr Komfort und meist kürzere Fahrzeiten bieten. Für viele kleine Skigebiete hat das neben den hohen Kosten für künstliche Beschneiung als Aus bedeutet. Trotzdem bestehen gerade in kleineren Skigebieten immer noch sehr viele Schlepplifte und ich hoffe, dass wir noch lange genug Schnee bekommen, um auch die kleinen Skilifte zu geniessen. Übrigens, der längste Schlepplift ist seinerzeit der Schlepplift Gandeck zu Zermatt gewesen, mit einer Länge von 2899 Metern und rund 15 Minuten Fahrzeit. Im Jahr 2019 hat der Lift leider aufgrund von Gletscherbewegungen stillgelegt werden. Okay, und da ist es schon gesehen vom heutigen Podcast. Stellt euch vor, ein fast 3 Kilometer langer Skilift, wo man 15 Minuten auf dem Bügel hockt, ist schon ziemlich lang, oder? Aber ich muss euch vielleicht noch erzählen, als kleiner Bub, also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, Zappenzell, haben wir auch einen Skilift gehabt, im Dorf selber. Der existiert heute noch. Also im Dorf Brüllisau gibt es den Leuganger Skilift. Wenn ihr irgendwann mal dort seid, geht vorbei. Ist wirklich ein toller Skilift, um dort Skifahren. Sehr abwechslungsreich. Und ja, ich konnte auch profitieren wirklich von so einem kleinen Skigebiet im eigenen Dorf, wo man einfach Skifahren konnte. Und ich habe da so schön gefunden als Kind und jetzt sowieso bin ich sehr dankbar dafür. Und ja, die Recherche jetzt zu dem Podcast hat mir auch ein bisschen mehr Hintergrund gegeben, um zu verstehen, okay, wenn sind die Skilifte gebaut worden, ja, wenn ist so die Hauptzeit von diesen Schlepplift und eben mit der heutigen Entwicklung eher weg von den Schlepplift zu den grösseren Skigebieten und zu den Sessellift. Aber trotzdem ist ja sehr interessant, um das zu sehen und auch eben zum sehen, wie sich da in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und natürlich auch vielen anderen Ländern so entwickelt hat. Also in dem Sinn, wenn ihr nächstes Mal an einem Schlepplift seid, denkt ein bisschen über den Podcast nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spass in dem Winter, wenn ihr Skifahren geht oder wann ihr gerade auch vorhabt. Falls ihr das Transkript lesen wollt, findet ihr das wie immer auf meiner Patreon-Seite. Die Links und so findet ihr alle in der Beschreibung. Auch aus meiner Quelle findet ihr alle Links in der Beschreibung. Und falls ihr Lust habt auf einen Online-Kurs, auch der Link ist drin. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.